Hallo zusammen und herzlich willkommen zum besten Zweitkanal hier in der Schweiz. An diesem wunderbaren Montag, ich sage auch immer Montag, das ist der 7. beste Tag, oder? Hab deine Schnurren, Alter. Ja, aber jetzt mal Spaß beiseite. Auf jeden Fall gibt es jetzt das Reaction-Video aus aktuellem Anlass. Und zwar hat der Mark Galaxy ein Video upgeloadet, das sich nennt «Ich höre auf mit YouTube». Ich rede nicht lange um den heißen Brei herum. Wir starten einfach mal direkt mit der Reaction. Let's go! Hallo zusammen und willkommen zu meinem letzten Video. Beziehungsweise stimmt nicht ganz, ich komme noch darauf zurück. Also, wo kommen wir an? Ihr habt es im Titel gelesen, ich will mich von YouTube verabschieden. Das kommt für viele von euch jetzt wahrscheinlich extrem überraschend. Kann ich voll verstehen. Lasst mich erklären. Ich mache jetzt seit ungefähr 5 Jahren YouTube-Videos. Früher noch auf dem deutschen Kanal, jetzt schon seit ungefähr 3 Jahren auf dem Schweizer Kanal. Bei mir ist es schon ähnlich, also ich mache ungefähr auch schon Ewigkeiten YouTube auf jeden Fall, aber irgendwie schon 6 Jahre YouTube. Auf jeden Fall ein bisschen länger als der Marc, aber ich weiß nicht wie viel länger. Und wie lange ich schweizerdeutsche Videos mache, weiß ich auch nicht, aber wahrscheinlich auch ungefähr 3 Jahre. Also ungefähr ähnlich wie der Marc bin ich unterwegs, noch ein bisschen länger. Und es hat mir immer extrem viel Spass gemacht und da war mein Feuer, das war meine Leidenschaft. Und ich sage euch ganz offen und ehrlich, mein Feuer, meine Leidenschaft für YouTube-Videos ist einfach nicht mehr da. Es ist einfach nicht mehr da und mein Feuer, meine Leidenschaft ist jetzt bei Musik. Ich war schon immer ein Mensch, der auf sein Herz hört. Nur zum Klären jetzt gerade. Also ich habe das schon ein bisschen gewusst gehabt, dass er das machen, dass er den Schritt machen mit YouTube aufhören, beziehungsweise einfach mal auch einen Schritt in Richtung Musik zu machen. Aber ich kann jetzt noch mal kurz von mir reden, und zwar, ich mache ja schon Ewigkeiten YouTube. Ich habe schon oft Phasen gehabt, wo ich das Gefühl habe, ja, irgendwie, wieso nicht und so weiter und so fort, weil ich nicht so Lust gehabt habe mehr auf die Videos. Aber irgendwie das Machen von Videos, beziehungsweise das Video schneiden und irgendwie probieren die Leute zu unterhalten und ihnen irgendwie etwas Positives zu geben den Leuten oder irgendwie sie auch nur zu unterhalten oder auch nur im Hintergrund irgendwie unterhalten oder irgendetwas. Das hat mich immer motiviert und ich bin immer noch Feuer und Flamme für YouTube, ganz ehrlich. Also ich finde YouTube genau so eine geile Sache. Vielleicht die Plattform regt mich manchmal auf, ich habe manchmal Sachen, das Gefühl, what the fuck YouTube, was soll das? Aber das Video machen an sich, beziehungsweise die Leute unterhalten, das macht mir schon Spass. Und gerne dem nachgeht, was er gerne macht und was er dafür brennt. Und ich brenne einfach nicht mehr für YouTube, Leute, es ist einfach so, ich brenne für Musik. Ich habe gemerkt, dass Musik meine grösste Leidenschaft ist. Ich sage euch ganz ehrlich, ich könnte YouTube auf die Art, wie ich es jetzt gemacht habe, noch weitermachen. Aber für was? Schau, wenn ich nicht mit einem vollen Herz dabei bin, dann kommt auch nur halbherziges Zeug dabei raus. Ist ja irgendwie logisch, oder? Ja, und darum habe ich mich entschieden, dass ich nicht mehr YouTube weitermachen möchte. Beziehungsweise nicht mehr so, wie ich es jetzt bisher gemacht habe. Also, jetzt mal auf das zu sprechen zu kommen. Also ich finde es natürlich extrem schade, dass der Marc aufhört mit YouTube und damit sozusagen den Comedy-Videos, die er gemacht hat, weil ich habe ihn als einer von mit den lustigsten Schweizer YouTuber gesehen, sowohl vom Schnittstil als auch vom Humor her, habe ich sehr nice gefunden in seinen Videos und schade ist das nicht mehr da, aber ich kann natürlich nichts anderes sagen als zieh dein Ding dadurch, mach das weiter an dem, wo du Spass hast, natürlich. Ich möchte mich wirklich mehr auf meine Musik konzentrieren und mal einfach für eine Zeit lang Gas geben in Musik. Ich sage nicht, dass ich komplett aufhöre mit YouTube. Es kann gut sein, dass mich in 2 Monaten plötzlich wieder die Leidenschaft und die Lust packt, YouTube-Videos zu machen. Und dann mache ich auch wieder YouTube-Videos. Es kann sein, dass ich vielleicht ein halbes Jahr weg bin hier von YouTube und nachher wieder Bock habe. Es kann sein, dass ich in einem Jahr wieder zurückkomme als YouTuber. Es kann sein, dass ich vielleicht nie mehr YouTube-Videos mache. Ich glaube nicht, dass er nie mehr YouTube-Videos... Also da bin ich mir fast sicher, dass Marc nicht aufhört komplett mit YouTube. Ich habe das Gefühl, dass das... Ich weiß nicht wann. Keine Ahnung wann. Aber irgendwann sieht sich der Marc, Scheiße nochmal, ich muss weitermachen mit dem. Ich habe das gleich gerne. Ich liebe es, Videos zu machen. Das hat er selber auch oft gesehen. Er hat schon geliebt, in der Kindheit Videos machen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das kommt dann schon nochmal zurück. Ich weiß es nicht. Aber ich kann euch sagen, wie es jetzt gerade in diesem Moment ist. Und jetzt gerade in diesem Moment habe ich einfach keine Lust mehr auf YouTube-Videos, sondern ich habe Lust auf Musik. Und darum mache ich Musik. Ich möchte das Video hier gar nicht allzu lang halten, weil ich möchte euch nur die Informationen überbringen, weil ich das Gefühl habe, ich bin euch das schuldig, weil ihr meine Zuschauer seid, meine Abonnenten, die mich verfolgen und die das cool finden, was ich mache. Und ich glaube,
die mich als Person cool finden und mich auch für meine Einstellung vielleicht feiern, die finden es vielleicht auch cool, dass ich jetzt dem nachgehe, was ich wirklich machen will. Und das ist Musik und halt nicht so YouTube. Ja, aber das habe ich ja schon vorher gesehen. Wenn er das momentan will, wenn er sich wohler fühlt mit dem Ganzen, dann jalla abwacht. Also auf jeden Fall gib Vollgas bei der Musik, gib dein Beste und folgt deiner Leidenschaft. Ja, also, da kannst du ja nichts Negatives sagen. Also ja, klar ist es ein Verlust in der YouTube-Schweizer Szene, aber ja, der Lionel war auch schon ein Verlust gewesen, aber wenig. Und ja, ich werde den Kanal hier umbenennen auf Nilay, weil so werde ich heissen als Musiker. Und ich werde auch mein Instagram umbenennen, noch gerade nicht jetzt, weil es kommt noch ein Video, ihr wisst es, die Roast Yourself Challenge, die kommt noch. Ich habe meinen YouTube-Kanal oder beziehungsweise meine YouTube-Karriere nicht damit beenden, jetzt mit so einem Video, dass ich einfach sage Tschüss und weg bin ich, sondern ich möchte noch ein nices Video als Abschluss haben. So. Und darum kommt die Roast Yourself Challenge am Sonntag online, also in einer Woche, als quasi letztes Video, als Abschluss von dem Mark Galaxy Kapitel. Und ab dann dürfte man nur noch Nilay sagen, weil man ihn Mark Galaxy nennt. Dem Speu ins Gesicht. Nein, Spass. Aber für mich ist einfach das Kapitel Mark Galaxy ist einfach irgendwie abgeschlossen. Ich bin der gar nicht mehr. Ich bin der einfach nicht mehr. Ich bin einfach jetzt der Nilay. Ich bin der Musik macht. Und eben, wie schon gesagt, es kann gut sein, dass ich wieder richtig Bock bekomme, Videos zu machen. Und dann mache ich das so. Und dann halt als Nilay. Und dann mache ich sie vielleicht auch ein bisschen auf eine andere Art, als ich es jetzt vielleicht gemacht habe. Ich weiß es noch nicht. Wir werden es sehen. Leute, das Leben ist ein ungeschriebenes Buch. Aber nur ganz schnell noch mal kurz etwas eingeworfen. Und zwar Musiker sind gefühlt mittlerweile fast alle Leute, oder nicht? Also machen fast alle Leute irgendwo irgendetwas mit Musik oder so. Irgendwie sie machen so ein Musikprogramm sich downloaden oder so. Und dann machen sie so eine Instagram-Story, wo sie irgendwie irgendein Beat oder so machen, so einen ganz monotonen Beat. Und dann sagen sie, yo, about to drop my fire mixtape, bro. Aber der Markt ist natürlich nicht, also wirklich nicht auf dem Niveau. Also es war auch nicht jetzt so ein Joke gewesen, sondern ich habe das Gefühl, momentan gibt es so einen Boom von gefühlt jeder macht so ein bisschen, probiert etwas Musikalisches zu machen. Ist auch schön und so. Aber der Markt ist da schon bei einem anderen Niveau. Ja. Ich möchte nicht, dass ihr jetzt irgendwie traurig seid, dass ich aufhöre mit Videos. Weil für mich persönlich ist es überhaupt nicht etwas Trauriges, sondern es ist etwas mega Positives, dass ich jetzt diesen Schritt wage. Einfach ein Kapitel abzuschließen, das einfach abgeschlossen werden muss. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt. Jedenfalls habe ich richtig Bock auf die Zeit, die kommt. Und ich habe richtig Bock, einfach Gas zu geben in Musik und geile Lieder rauszubringen. Auch euch mit geiler Musik zu unterhalten. Vielleicht auch Gefühle berühren. Ich weiß nicht, vielleicht schaffe ich das mit meiner Musik. Das können wir alles schauen, wenn es so weit ist, wenn meine ersten Lieder rauskommen. Und ihr werdet es erfahren, weil die werde ich nämlich hier auf dem Kanal aufladen, meine Musikvideos. Vielleicht mache ich auch sonst Videos zu meiner Musik. Ich kann es noch nicht sagen. Aber einfach so das klassische YouTube, das ich jetzt, bis jetzt gemacht habe, habe ich einfach nicht mehr so Lust drauf. Ich hoffe, die mich cool finden, oder beziehungsweise die meine Arbeit cool finden, das, was ich hier auf YouTube bis jetzt gemacht habe, dass die auch weiterhin am Start sein, weil ich bin immer noch präsent als Person. Ja, aber also ich habe es halt seine Comedy-Videos sehr, sehr gefeiert. Seine Art, wie er so vor der Kamera jetzt so ist, so lustig wie er ist und so weiter und so fort. Die Musik gefällt mir safe sicher auch, aber wahrscheinlich hat er gleich noch ab und an mal so ein Comedy-Video. Aber das ist nur meine Meinung. Ich heiße jetzt einfach nicht mehr Mark Galaxy, sondern Nilay. Und ich mache jetzt halt einfach nicht mehr genau die YouTube-Videos, die ich jetzt gemacht habe, sondern ich mache jetzt halt einfach anderes Zeug. Aber ich hoffe, dass ihr meine Arbeit weiterhin cool findet. Und glaubt mir, wenn ich sage, meine Musik wird geil. Ich sage das jetzt einfach so, ihr könnt das glauben oder nicht glauben. Die YouTube-Musik, die ich bis jetzt gemacht habe, finde ich auch cool. Aber das ist alles nicht ernst gemeinte Musik, Leute. Das ist alles Musik, die ich für ein YouTube-Video gemacht habe. Für ein Video, das in einer Woche kommt. Aber wenn ich wirklich Musik mache, glaubt mir, dann wird der Shit geil. Und ich hoffe, ihr glaubt das. Ich hoffe, ihr seid weiterhin am Start. Ich hoffe, ihr habt Bock. Und ich hoffe, ihr unterstützt mich weiterhin, weil ich bin euch extrem dankbar für alle, die mich jetzt in dieser YouTube-Zeit unterstützt. Ich bin euch extrem dankbar. Ich bin auch dankbar für alle die jetzt noch weiterhin am Start sind. Es freut mich mega, dass ich Leute habe, die hinter mir stehen und das cool finden, was ich mache. Aber wie schon gesagt, die Roast Yourself Challenge, die kommt noch. Die kommt nächsten Sonntag, quasi als Abschlussvideo. Und dann geht es los mit Musik. Boah, ich habe so Bock, Leute. Ey, ohne Scheiß. Ich hoffe, das wird eine geile Zeit. Und ich weiss, es wird eine geile Zeit. Weil ihr merkt es,
Ich smile. Jetzt ist normalerweise, wenn YouTube mache, das ist mein letztes Video, das ist hure traurig. Schau mal, wie happy ich bin, dass ich bin. Digga, ich höre auf mit YouTube jetzt. Jetzt gebe ich Gas in Musik. So geil, Alter. Ist doch geil. Ohne Scheiß. Freut euch mit für mich. Ja, ich freue mich auch, ja. Ja. Mit diesen Worten verabschiede ich mich. Tschüss zusammen. Nochmal merci vielmals für die geile Zeit hier auf diesem Kanal. Und merci für die geile Zeit, die wir noch weiterhin werden zusammen haben. Als Musiker und seine Gefolgschaft oder so, keine Ahnung. Ja, also, tja. Das ist jetzt das letzte Video von Marc so gewesen. Like ist auf jeden Fall da. Ich bin ganz ehrlich, ich freue mich natürlich für ihn. Ich freue mich natürlich für ihn, dass er jetzt happy ist mit dem, was er jetzt macht und was er jetzt in Zukunft machen will. Aber von mir, aus vor allem auch jetzt aus Zuschauerperspektive, aus Kollegperspektive, freue ich mich extrem für ihn, dass er jetzt das machen kann, wo er mehr Spass daran hat. Er kann ja genau alles machen, das ist ja nicht so. Aber aus Zuschauersicht finde ich, ist vielleicht ganz wenig ein Verlust in der Schweizer YouTube-Szene, beziehungsweise seine Videos habe ich extrem gefeiert und seine Comedy-Videos, seine Art und so. Und dass das jetzt nicht mehr so wirklich auf YouTube präsent ist, das finde ich auf jeden Fall, das finde ich auf jeden Fall schade. Aber eben, ich bin nur ein kleiner Freiburger mit seiner bescheidenen Meinung. Und ich hoffe natürlich, dass der Marc mit seiner Musik jetzt in Zukunft auch noch viel Erfolg wird haben, wenn nicht noch mehr Erfolg und dann der ein oder andere vielleicht sogar Franken damit kann verdienen, damit das Leben kann haben von der Musik, was ich aber sehr schwer mir vorstellen kann, bis fast unmöglich in der Schweiz. Gefühlt nicht einmal hier, man sieht sie gerade, Lohn Ludwig kann von dem extrem gut leben. Also ich weiß nicht, ob das jemals etwas wird. Also vielleicht musst du nochmal eine Lehre machen, man kennt ihn, oder? Ja, auf jeden Fall Spaß passiert. Das war wirklich nice gewesen, den Marc hier die Schweizer YouTube-Szene zu haben. Ist ja Gegner da und so, ist genau mein Homie und so. Aber ist halt jetzt nicht mehr selber, macht er die Videos, beziehungsweise ist vielleicht auch nicht mehr wirklich bei diesen Videos dabei. Also ich hoffe natürlich alles das Beste und wünsche natürlich auch euch nur das Beste. Und ich sage euch und ich verspreche euch, wenn ihr dem Video ein Like da lasst, dann geht es euch gerade viel besser. Und wenn ihr ein Abo da lasst und die Glocke aktiviert, dann wird die Woche die beste Woche in eurem Leben. Wird sowieso, wenn der Marc mit YouTube aufhört, oder?